Hölden Tüffeln. Jan von Osten, wer al sieht over die Joren ob de Burenstee von Willem Bargfeld in Gostorp als Schweizer instellt. De Vater, Christian Bargfeld, den zwischen ob Ohlendeel wesselt wär, hat in hollandschen Facharbeiter al instellt, wie dat he heel grode Kenz und Köln ob dat Rebet von der Rindertuch mitbröch. Jan wär heel zufrieden mit sin Gostorper Arbeitsdee und hör sozusagen mit to de Familie. 3 Tage für Weihnachten seid Jan ob Döns vor der Burenstee und wir just dabei ein von sin hölten Tüffeln, die ob Leifs Sommer und Winterdags den ganzen Tag überdrüch, mit ein Band und Blick utobedern. Und Timo, die Lützölen von den Jungburen, seid blang und keek aufmerksam bis in Klüterie tau. Timo kon Jan bannig gaut lieden und vertell heel jipperig, wat sich aans von Wienersmann wünscht ha. He konnte doch bis tot Christfest kaum noch aftöben. Jan müß auch noch Timo sin Lüt Riemel erhören, da de 2 in der Adventszeit to hob lehrt han. Und Timo staumert dat Jan für. Lewe gode Wienersmann, n Lütten Knevel bin ich Mann. Fehl zu seng weet ich nicht. Wienersmann, vergeht mich nicht. Und dann käm de Heiligabend. Ob de Burenstee wird dat all jümmer so west, soll ein Wienersmann kaum, so müß Jan de Schweizer spielen. Abends, nach dem gemeinsamen Karggang, seid der hele Familie in die gode Stuf to hob. De Kasen an Dannbaum werden all ansteken und den Dudelkasten tön. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. He soll aber hüt kommen und nicht erst morgen, quak Jan Graum mit traunender Stimme, als dat an de Tür klopp und de Wienersmann ob einmal in de Stuf stün. Ob sin rote Zippelmütz und ob de Schullern von sin langarmigen sworen Mantel legen sogar noch ein paar Schneeflocken. Und sie lange witte Bord recke meist so bit noch sin Bugnobel doll. Ella, Timo sin öllere Süster, ging auch lieks an Dannbaum, mögen depen Knicks und fing an in Wienersriemel, den sie Budenkops lehrt ha, obzusingen. Kick eins, wat ist der Heven so rot? Dat sind de Engels, der backt dat Brot, der backt den Wienersmann sin Stuten für alte Lütten Leckersnuten. Drum flinkt den Teller in dat Bett und legt jo hin, und weis recht nett. De Sünderklaus steht für de Dör, de Wienersmann, de schickt her. Wat de Engels backt, dat sollt je probieren, und schmeckt ju dat gaut, so hört se dat gern. Und de Wienersmann smunzelt. Nun backt man mehr. Ach, wenn doch bloß erst mal Weihnachten wär. Dornauf wär auch Timo nicht mehr bang und dröch sin Lüt Riemel an Dannbaum für, den he mit Jan innöft ha. Und dann käm de Wienersmann ob de 2 Kinder tau und hol u den groten Linnsack all de Wienersgaben ruht, die sich die beiden Klabauders so doll wünscht haben. Wat wär dat ein Vergnügen, dat mit anzukicken, weg ein Freit und dankbare Zufriedenheit. Ein kon bloß noch strahlend Kinderaugen lüchten sehen. Man mit eins verstünde Lüt Timo de Welt nicht mehr. He keek bloß noch ob die hölten Tüffeln von Wienersmann. Dat kämen doch rieglich sünderbar für. Düsse Tüffeln, die kenne ich doch.
Gift hat denn anderswo auch noch de söwigen mit blickfleckten Tüffeln, als de von sin golden Freund Jan? De Wienersmann ham an grode Stuw verloren, don nahe Timo swuppdiwupp noch de Stuwendür hin, reit se min Rock oben und bög mit lude Stimm ob de Dönsrut. Jan, Jan, komm bloß gau her! Die Wienersmann hat ihn hölten Tüffeln klaut.